Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Ja, sorry für die letzte Flüchterfreund-Variante. Anscheinend war mein Mikrofon im falschen USB-Port. Ich habe das heute jetzt mal bei der heutigen Aufnahme in einen anderen USB-Port gesteckt. Ich belasse jetzt erstmal nur dabei, dass die Stimme, Umgebung und Musik wieder etwas leiser ist. Und schauen wir das noch der Aufnahme heute nochmal an. Vielleicht kann man es ein bisschen hochdrehen. Ich glaube nämlich schon das Problem gelöst zu haben, nicht dass ich dann drüber babbel und man versteht von dem Zeug nichts mehr. Deswegen will ich gerade mal die Musiklautstärke einfach mal auf ungefähr 5 wieder hochpushen. Die Dialoge etwas erhöhen. Und vielleicht auch hier einfach nochmal ein bisschen aufdrehen auf 5,59, ja. Ich denke, das sollte in Ordnung sein. Ich kann mir dann noch der Testaufnahme nochmal anhören, wie genau das funktioniert hat. Und dann schauen wir einfach mal, ob ich da noch was rumbasteln muss oder nicht. Vielleicht hat sich das ja heute schon erledigt. Gut, in Lothering sind wir eigentlich durch. Wir haben jetzt nur noch die Leute, die wir abklappern müssen und den Premium-Inhalt. Und ja, dann schauen wir doch mal, was wir zuerst machen. Ich glaube, der Aal von Redcliffe ist erstmal ein wichtiges Ding für uns. Weil ich dort, soweit ich das noch richtig im Kopf gehabt habe, Blutmagie lernen kann. Das ist ja für uns ganz wichtig. Weil nächste Stufe und so, wir sind schon auf Stufe 7. Wir sollten eigentlich jetzt schon Blutmagie oder Blutmagie als Prestige lernen können. War leider nicht der Fall. So, wird nochmal automatisch gespeichert und dann sammeln wir uns, ja. Meanwhile in my dreams. Jetzt mit so einem Was denn? So wache ich jede Nacht auf. Ja, fast. Ohne Geschrei. Aber wir sind im Gruppelager. Ist auch eine wichtige Sache. Da werden wir auch häufig einmal rumhängen. Bad dreams, huh? Um mit der Leute zu babbler. Alles wirkte so real. Ich muss irgendein schlechtes Gessen haben. Jemand hat auf das Zenkel. Ich bin in Ordnung. Ich glaube, die Krummbeere waren schlecht. Drank more like, as in the tainted blood, remember? You see, part of being a Grey Warden is being able to hear the Darkspawn. That's what your dream was, hearing them. The Archdemon, it talks to the Horde, and we feel it just as they do. That's why we know this is really a blight. Okay, das kannst du leider aber wiederum auch nicht so verzählen, weil dann heißt es, oh mein Gott, sie sind welche von denen, tötet sie! Ne, das kannst du der Öffentlichkeit auch nicht so verklickern. Kein Wunder, dass das nicht allgemein bekannt ist. Deswegen sage ich auch nicht, warum hat Duncan das nicht einfach jedem erzählt. Da heißt dann nämlich wirklich, oh mein Gott, sie sind welche von ihnen. Der Erzdämon, ist das der Drache? I don't know if it's really a dragon, but it sure looks like one. But yes, that's the Archdemon. It takes a bit, but eventually you can block the dreams out. Some of the older Grey Wardens say they can understand the Archdemon a bit, but I sure can't. Anyhow, when I heard you thrashing around, I thought I should tell you. It was scary at first for me too. Alleweil wache ich aber kreischend auf und daran habe ich mich schon gewöhnt, ne? Ich habe keine Angst, noch andere Überraschungen, über die ich Bescheid wissen sollte. Das hätten wir mal früher sagen sollen, oder? Danke, Alistair, ich weiß es zu schätzen. Ich freue noch weitere Überraschungen. Other than dying young and the whole defeat the Blight alone thing, no, I'm all tapped out for surprises. Anyhow, you're up now, right? Let's pull up camp and get a move on. Zyniker, neue Quest, Verzauberung, Lager der Gruppe. Alle Verletzungen deiner Gruppe werden geheilt, wenn du ins Lager zurückkehrst. Jedes Gruppenmitglied hält sich irgendwo im Lager auf. Es ist der ideale Ort, um neue Ausrüstung zu verteilen, Geschenke zu überreichen oder sich ein wenig zu unterhalten. Gut, da hinten gibt es auch eine Quest für uns. So, Leverwash, der hockt da rum. Da ist noch so der Levi Dryden, mit dem babbeln wir gleich. Aber die zwei Händler sind uns offensichtlich gefolgt. It's good to see you, my timely rescuer. Bodon Fennec at your service once again. I saw your camp and thought to myself, what safer place to rest for the evening than in the camp of a Grey Warden? I'm perfectly willing to offer you a fine discount for the inconvenience of our presence. How does that sound? Good? Yes? Ihr könnt gern bleiben, benehmt euch einfach. Lasst mich mal die Ware sehen, seid ihr uns gefolgt. Was genau verkauft ihr eigentlich? Anything, everything.
but all of the finest quality. No cheap trinkets here. And my boy Sandal happens to be a bit of a hand with enchantments. Oh, yes. Sadly, it also makes us a target for bandits and the like. If there were spare hands to hire as guards, I would have done so long ago. Ja gut, dann könnt ihr natürlich sehr gern bleiben. Wonderful. Thank the kind lady, won't you, boy? Thank you, kind lady. We won't be a bother to you and your companions, I assure you. If you should need enchantments, simply talk to my boy. Otherwise, come speak with me. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Wir müssen gerade mal gucken. Da habe ich keinen Slot für irgendwas in der Art. Und bei meiner anderen Sache auch nicht. Gut, Morrigan, die hat auch keinen Slot für sowas. Also wir Magier sind schon mal ziemlich arm dran. Da sieht es auch nicht so doller aus. Nee, das wird wohl nichts mit Verzauberung. Stan the Man, der hat leider auch nichts an Slots. Sehr schade, weil das braucht dann einen Verzauberungsslot, um die Rune entsprechend reinzuklatschen. Aber niemand von unseren Leuten hat tatsächlich Zeug, was man verzaubern könnte. Jo, wir retten trotzdem mal mit dem Sandal. Hello. The boy's a bit simple, but he's rather good with enchantments. One of those tranquil fellas actually called him a... what was it now? A savant. I had no idea such a thing existed. Was für Verzauberungen führt er dann durch? Ich will was verzaubern lassen. Ich hätte gern sehen, welche Waren noch im Angebot sind und tschüss. Ja, erstmal froher. Welche Verzauberungen? He can fold lyrium into almost any weapon or piece of armor, though naturally some of the more extravagant materials will take more lyrium than others. It's a process that some of the master smiths back in Orzammar will perform, but my boy here is just as adept at it. Isn't that right, boy? Enchantment. And there you have it. Ja, dann sieht man der Profi an. Okay, dann gucken wir das mal. Enchantment. Gucken wir doch mal, was wir da hin. Schwurbewahrer hätten wir. Das ist leider nur Langschwert für die Haupthand. Für Stan also nicht so geeignet. Da können wir dann Elektrizitätsschade oder Kälteschade drauf verzaubern. Da können wir noch die Bewegungsgeschwindigkeit verändern. Feuerschade könnte man drauf oder 2 Elektro. Ne? Das sind dann die Blabla des Novizen und des Gesellen, die machen ein bisschen mehr Schade. Also insofern, komm, wir machen jetzt erstmal so ein Ding, da ist es nämlich auch bei uns im Inventar fort. Und dann machen wir mal. So, jetzt haben wir nämlich die Quest auch vorbei. Gegenstände aufrüsten. Alle verzauberbaren Gegenstände im Gruppeninventar inklusive der momentan ausgerüsteten können durch einen Verzauberer verbessert werden, wenn du über die entsprechenden Runen verfügst. Wähle den Gegenstand aus, den du verzaubern möchtest, und lege die gewünschten Runen in den Feldern auf dem Gegenstand ab. If there's anything I can do for you, please tell me. Ja, ich will mal die... überreden. Was genau ist euch dann widerfahren? I suppose since you told me about you being a Grey Warden, it's only fitting for me to be as open. Genau. I am originally from Orzammar, the famed dwarven city that lies beneath the stately Frostback Mountains. I was a merchant there too, merchant caste. These things are in the blood, you know. You can't just leave them behind. I ran a fairly successful business. Rare artifacts, you know. Old things, grand things. The nobles loved them. Reminded them of the lost glory days, I suppose. Ruhmreiche Zeiten? Our kingdoms once spanned the length of Thados, from majestic Orzammar to Kal Sharok to glittering Darmalin far to the west. They say the gold and silver veins ran so thick through the stone of Darmalin that the entire city sparkled. The Darkspawn took it all, of course. One by one, the old tides fell, and then all that was left was Orzammar. But we were talking about how I ended up here, weren't we? One day, a noble woman came to my store. She looked around for a bit and then started shrieking in dismay. Apparently, she believed that a pair of braces I had for sale once belonged to her brother. He'd been lost in a cave-in, you see, while on an expedition to clear out the Darkspawn from one of the tunnels running close to the city. They were made specially for him. They're unique, she shrieked. He stole them from my poor brother's corpse. She had me arrested on the spot, of course. Nobles, they're touchy like that. Tja, und? Ich möchte mal so frohe.
Habt ihr sie dann gestohlen? Well, I didn't steal them. You see, I'd been paying these castless thugs to venture out into the deep roads for me. The lost tigers. They're full of things that people left behind. Sometimes you can find a treasure. Something worth a little gold. Ja gut, er hat tatsächlich eigentlich Grabraub begangen durch Handlanger. Aber sagen wir es mal so, da wir einen rechtschaffen böse Charakter spielen, sag ich dir mal, es ist besser, ihnen einen Sinn zu geben, als sie verrotten zu lassen. That's exactly how I see it. The noblewoman, she wasn't too happy with the theft of her brother's braces. I don't know what they planned for me, and I didn't want to find out. Bribed the guard that was watching me and took off for the surface first opportunity I got. Never looked back. Ist wohl besser so. Faszinierende Geschichte, vielen Dank. You're quite welcome. Now, is there anything the boy or I can get you? Jo, wo kommen denn die Ware her, doch nicht aus der tiefe Wege? Look, we don't rob people, all right? We don't take things from people that need them. The things in the Lost Tigers, what good did they do lying there? I brought them back to Orzammar, where people could look at them and remember. It's not all that different up here. There are places long abandoned by the humans everywhere. Even more now with the Darkspawn coming. Also es ist ein Leichefledderer und ein Grabräuber und wahrscheinlich auch jemand, der alte Orte einfach ausraubt bzw. holt, was da noch zu holen ist. Ihr seid ein opportunistischer Halunke, ne? Was meint er dann damit? People flee from the Blight with good reason, but they forget things. Things with value and meaning. They leave them behind because they're frightened and desperate. And sometimes, my boy and I, we find our way to these places before the Horde descends, and we save these things. Und verkauft sie, Take them verdeiht away so the Geld. Darkspawn don't get them. Is that so bad? They destroy everything they touch. Er macht einfach nur sein Geschäft dort raus. Jeder muss irgendwie für seinen Lebensunterhalt sorgen. Ganz einfach, als böser Charakter. That's what I tell myself, too. Ah, these are dark times indeed. Dark times, my friend. Ja, für mich ist es ein ehrenwerter Geschäftsmann. Okay, in eurer Geschichte habt ihr euren Sohn nicht erwähnt. Ah, yes. I'm married to a fine woman back in Denerim, it's true. She'd give me a son if she could, but that's not likely to ever be. Sandal here, I found him in the deep roads years ago. Abandoned, I think, and he was never quite right in the head. I took him in, and I brought him with me when I came here to the surface. He may not be my blood, true, but I think of him as one. We left Orzammar. That's right, boy. Maybe one day we'll see it again. Okay, Blut ist nicht das Wichtigste. Ihr habt also kostenlose Hilfe, edel. Naja, ich denke wohl, da hat er einfach dem sein Talent erkannt. Und auch wenn es ein Schwachkopf ist, beziehungsweise wenn er eine Intelligenzminderung hat und vielleicht auch geistig behindert ist, kann ich jetzt so nicht sagen, aber er wirkt für mich auf jeden Fall schon stark intelligenzgemindert, vielleicht auch ein bisschen autistisch veranlagt. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Bu untalentiert ist und er kann ja was und ist dabei noch mit wenig zufrieden. Das heißt, die unterstützen sich gegenseitig und er muss ihm wahrscheinlich nichts von dem Geld abtreten und sorgt einfach nur für ihn. Win-Win-Situation, aber fair ist anders. Na gut, ihr habt also kostenlose Hilfe. Better than him living in mud and hiding from Darkspawn and Deepstalkers, isn't it? I was glad to take him in. It's not as if I don't benefit, mind you. Turns out the boy's a natural working with enchantments. He might have even been lyrium-addled. I never thought of that before, to be honest. Happens sometimes. He can work an enchantment into just about anything, however, given some time. Yeah. He'd probably open his own shop, if he knew how. Enchantment. Well, he does seem to enjoy it, at least. Okay, dann gucken wir uns mal erstmal die Gerüchte. I hear news from Denerim that Tyrn Loghain has been declared the new regent. It makes sense, his daughter being the queen. That's what I've heard on the road, anyhow. Take it for what it is. Okay, noch mehr? Some folks aren't happy about Tyrn Loghain being named regent. There are rumors he had something to do with the king's death. Isn't that the most ridiculous thing you ever heard? The Darkspawn killed him, sure enough. If Tyrn Loghain couldn't save the king from that end, then nobody could.
That's what I've heard on the road, anyhow. Take it for what it is. Also da kann man dann immer noch ein paar Gerüchte abstauben, aber jetzt... I'm sure you'll be Gucken pleased wir with uns mal the die goods Ware my an. boy and I have collected. And with your discount. Gut. Okay, so, wir möchten mal bei der Waffe gucken. Aus Drachenknochen, kostet aber auch 131 Gold, ist ein bisschen über unserem Budget. Gnade des Waldgeists. Ja, da macht ein bisschen mehr Schade. Hat eine größere Reichweite, hat doppelt die Zauberkraft. Ja. Ja, aber Naturschaden ist jetzt nicht so das, was ich brauche. Die Haut des Verschwörers. Pfui Teufel. Dann gibt es ja eine gute Torneihelm. Ja gut, das Zeug müssen wir halt nochmal 8. Zughafe für Stan später. Ich würde aber mal ganz gern gucken, was man sonst noch so hat. Bunthaube, das vor allem für Magier. Bunthaube der Gemeinschaft plus 2 Konsti. Willenskraft, mentale Widerstandskraft, ne, das ist jetzt nicht so toll. Aber für Morrigan würde ich vielleicht tatsächlich das hier holen. Kaiserliche Webstiefel. Voraussetzung Magier. 10% Chance, Angriffe auszuweichen. Gar nicht mal so dumm. Das sind auch leichte Stiefel. Unbearbeitete Haut. Also das ist auch was für Magier. Geschicklichkeit gibt es noch. Aber meins gibt man gerade Magie. Ja, Dragoleder. Hui, das ist ein bisschen was Besseres, ne? Kostet auch Geld wie Sau. Winkelschläger haben wir hier noch. Das ist dann ach was für Magier, ne? Schade, ja, für hinterhältige Angriffe. Eher nicht so. Voraussetzung Magier, ja. Das ist dann das hier wieder. Geistschaden. Mhm. Ich denke, das würde ich tatsächlich für mich holen. Ja, uiuiui, fast 87 Gold. Das können wir vergessen. Willenskraft, Konsti habe ich derzeit. Ja, Willenskraft wäre natürlich auch nicht gerade blöd. Zwergischer Händlergürtel erhöht finanzielle Gewinne, ist auch nicht schlecht. Crit, Glut, Feuerschaden, Kälteschaden. Ich würde mir trotzdem Denmol holen. Und würde mir vielleicht Desto noch holen. Dann gucken wir noch, ob es hier noch irgendwas gibt. Ja, das ist dann halt Animo. Du kannst jetzt immer Talente steigern und so Zeug, ne? Das kostet aber ordentlich Gold. Ja, das können wir uns dann bei Gelegenheit holen, wenn wir genug Gold haben. Alistair-Puppe ist auch, das kostet uns auch nichts, die ganze Geschenke. Kuschelstein. König Mareks Schild. Klangvolle Laute. Graue Wächterhandpuppe. Hässliche Stiefel. Schmetterlingsschwert. Okay, Krückstock der Katzendame. Zuckerkuchen, unzerstörbar. Ja. Handbuch Templer, Rucksack. Yo. Darauf habe ich gewartet. Da kann ich jetzt nämlich 90 statt 80 tragen. Das ist schon mal sehr praktisch. Handbuch Waldläufer und Templer. Das wäre halt auch nochmal so was Schickes, ne? Das wäre für die Schurke. Und das hier wäre für die Krieger. Könnte man halt die Prestigeklasse hier schon mal lernen. Leider nicht der Fall, da das mir nichts nützt. So, jetzt können wir gerade mal gucken, was wir an Krusch noch verkaufen könnten. Das war das, was ich neu gekauft habe. Ja, Eissalbe, Erdung, Schlangengift, das ist so Quatsch. Das können wir eigentlich auch wirklich verticken. Das braucht kein Mensch, den Käse. Dodofuß sollte ich, glaube ich, noch mindestens einer jeweils aufbewahren. Das lassen wir jetzt erst mal gut sein. So, jetzt machen wir nämlich Folgendes. Morrigan, die mag Alistair nicht so besonders. Aber vorher derer wollte ich noch Desto geben, plus 2 Konsti. Dann gehe ich jetzt nochmal auf mich. Ich krieg das hier für den Geistschaden für der Erhöhte. Dann war noch was anderes, genau. Desto Konsti ersetze durch Willenskraft und der Kälteschaden noch dazu, genau. Plus 2 Konsti kann... das ist... okay, ist auf mich beschränkt. Das behalten wir aber einfach als A-Denker. So, dann kommen jetzt noch ein paar andere lustige Sachen. Und zwar Alistair-Puppe.
aus Lumpe gefertigt und ist mit kleinen Nodeln bestickt. Das wird Morrigan bestimmt gefallen als Geschenk. I am grateful. 'Tis thoughtful indeed. Sehr gut. Dann, schauen wir mal, die klangvolle Laute wäre was für sie. Sie ist ja Bardin. That's a wonderful thought. Dann für Alistair wäre die graue Wächterhandpuppe nicht schlecht. I could get used to this, you know. Gib 50 jeweils dazu. Ja, nicht mal so schlecht, ne? Dann sind wir jetzt auf jeden Fall auch bei besserer Vertraue ist 61. Neutral ist die immer noch. Okay. Sie immer noch neutral. Okay, inspiriert. Geringe Magie. Mittlere Magie. Und bei ihr Liliana geringere und mittlere Klugheit. Das heißt, die kriegen dann einen Bonus. Und bei Alistair geringe und mittlere Konstitution. Das heißt, die kriegen dann immer so einen kleinen Bonus drauf. Nützt also schon was. Ich glaube, es wurde sich eine Liebelei mit Morrigan gewünscht. Deswegen spreche ich jetzt einfach mal mit ihr. I await your command. So, jetzt können wir nämlich einmal mit ihr einfach mal so ein bisschen quatschen. Das Leben in der Wildnis war bestimmt sehr einsam. At times, perhaps. A world full of people and buildings and things was all very foreign to me. If I wished companionship, I ran with the wolves and flew with the birds. If I spoke, 'twas to the trees. Hätten Sie geantwortet? Don't be foolish. I recall the first time I crept beyond the edge of the wilds. I did so in animal form, remaining in the shadows and watching these strange townsfolk from afar. I happened upon a noblewoman by her carriage, adorned in sparkling garments the likes of which I had never before seen. I was dazzled. This, to me, seemed what true wealth and beauty must be. I snuck up behind her and stole a hand mirror from the carriage. 'Twas encrusted in gold and crystalline gemstones, and I hugged it to my chest with delight as I sped back to the wilds. Ihr wart also Diebin. Das hat Flemeth bestimmt nicht so gefallen. Was ist dann passiert? Flemeth was furious with me. I was a child and had not yet come into my full power, and I had risked discovery for the sake of a pretty bauble. To teach me a lesson, Flemeth took the mirror and smashed it upon the ground. I was heartbroken. Mit gebrochenem Herzen kann ich mir euch gar nicht vorstellen. Flemeth hat recht, kein Zweifel, aber ihr wart nur Kind. And a foolish one. Flemeth was right to break me of my fascination. Beauty and love are fleeting and have no meaning. Survival has meaning. Power has meaning. Without those lessons, I would not be here today, as difficult as they might have been. Sie haben euch stärker gemacht. Machen wir das mal so. They did indeed. To return to your original question, perhaps my time in the wilds was indeed lonely, but such was how it had to be. I find myself at times wondering what might have become of the girl with the beautiful golden mirror, but such fantasies have no place amidst reality. Gut, haben wir jetzt wieder +4 gemacht. Wie gesagt, die Leute hätten sich, was so kommentiert wurde, Liebelei mit Morrigan gewünscht. Wenn ihr irgendeine andere Liebelei noch wollt, ansonsten hieß es homoerotische Action als Zwerge-Hauptcharakter mit Saffron, aber das habe ich jetzt mal nicht so ernst genommen, da das auch nicht sehr ernst formuliert wurde. Aber wenn ihr ernsthafte Formulierungen noch habt und Wünsche, was die Liebelei angeht, dann drückt es gerne in die Kommentare aus. Solange mache ich das halt mit Morrigan. I await your command. So, was Persönliches bespreche. We're in camp, so 'tis as good a time as any. Genau. Warum seid ihr noch hier? Schon gut. Froh mal. I am here because Flemeth commanded me to aid you. Why? Do you wish me to leave? I can do so if you prefer. Nee, das will ich nicht. Then I assume our discussion ends here. Oh, Morrigan ist dagegen. -10. Toll. Habe ich ja super gemacht. Warte mal, ob man verdient noch irgendein schönes Geschenk finden. Something you need? I'm sure either my Bla boy. bla. I'm sure. Ware. Das machen wir jetzt heute noch schnell. Da haben wir uns nämlich ganz schön in die Scheißerei geritten. Was gibt's denn da noch? Amulett der Erinnerung. Dunkle Patina.
Brandwein. Stammbaum vom Ferelden. Schutzkragen, hässliche Stiefel. Unzählige Insekten, orlesianische Maske. Okay. Der Gesang des Lichts. Ah, das ist noch was für die Priesterin hier. Duftseife. Schmetterlingsschwert, Krückstock der Katzendame. Okay. Dieser knorrige Stab riecht nach Katzenurin und Pflaumensaft. Ach, wer ist doch nur Pflaumensaft? Okay, Keuschheitsgürtel, Alter. Kuschelstein. Okay, Amulett der Erinnerung. Warum nicht? Probieren wir es einfach mal aus. Wo ist sie dann? Die Mori. So. Ah, das geht nicht bei ihr. Dann Gesang des Wichts. Ne, das geht. No, that won't work. Dann halt nicht. Tja. Amulett der Erinnerung haben wir wohl von niemand was. Na gut, dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Gucken wir uns noch ein bisschen weiter im Lager um, quatschen noch ein bisschen mit dem Hansel und dann schauen wir mal, dass wir weiterkommen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.